Es ist ein mega blödes Gefühl, wenn man zurück zu seinem alten Chef muss krochen kommen. Vor allem, wenn du bei der Kündigung eine Taktik von der verbrannten Erde angewendet hast. So ist es mir nämlich mal gegangen, als ich 25 war, als ich meine erste Anstellung gekündigt habe. Ich habe nämlich dort das Gefühl gehabt, ich muss einen besseren Job finden, ich muss etwas Besseres, eine bessere Anstellung haben, wo ich mehr Geld verdiene. Ich habe die Anstellung gefunden, habe den Arbeitsvertrag unterschrieben und bei der Kündigung meinem Chef gesagt, was eigentlich alles blöd und schlecht und sowieso und jetzt wird es besser und auf Englisch, im Englischen sagst du so burn the bridges, oder? Das habe ich gemacht, so alle Brücken niedergebrannt und so allen gesagt, was eigentlich alles müsste besser sein. Jetzt blöd Nummer war, mein neuer Arbeitgeber, der mir ja einen neuen Arbeitsvertrag gegeben hat, die haben von meiner Anstellung, also dort, wo wir den Vertrag unterschrieben haben, bis ich dann wirklich gestartet habe, 3 Monate später, haben die eine Restrukturierung durchlaufen. Und nach dieser Restrukturierung haben sie gemerkt, eigentlich brauchen wir den gar nicht mehr. Und sie haben mir gekündigt, bevor ich überhaupt dort angefangen habe. Und das war jetzt blöd. Jetzt habe ich nämlich zurück zu meinem alten Chef müssen. Und ja, wie ihr euch das vorstellen könnt, ist das schon eher ein demütigender und ein eher ohnmächtiger Moment gewesen. Und die Person, die wir heute anschauen, die hat das Gleiche erlebt, nur viel schlimmer. Wir sind in unserer Predigtserie drin, Stories of Transformation. In dieser Predigtserie möchten wir Geschichten von Menschen anschauen, die eine ganz markante Transformation durchlaufen haben. Wo etwas in ihrem Leben passiert ist und wo der Mensch komplett verändert hat. Wir möchten heute so Geschichten in dieser Serie Geschichten anschauen von Menschen, die komplett verändert worden sind. Wir möchten das tun, weil ich glaube heute noch, dass Menschen verändert werden können. Das ist eine der guten Nachrichten der Bibel. Menschen haben immer noch eine Chance, um sich zu ändern. Es ist nie zu spät. Weil in jeder Geschichte kann der Jesus Factor drin hineinkommen. Verstehst du? Und wenn Jesus kommt, wenn Jesus in die Geschichte drin hineinkommt, dann sind plötzlich Sachen möglich, die vorher unmöglich waren. Und Menschen können sich wirklich grundlegend verändern. Um das geht es in dieser Serie. Wir möchten gerne Hoffnung sehen. Wir möchten gerne inspirieren und für uns alle den Glauben festhalten, hey, Veränderung ist möglich. Mein Leben kann sich komplett verändern, weil Jesus. Um das geht es in dieser Geschichte. Und ich habe heute mit euch ganz eine coole Geschichte, die wir miteinander anschauen dürfen, von einer Person, die sich komplett verändert hat. Und zwar ist das die Geschichte vom Onesimus. Der Sklave, der weggerannt ist und dann wieder zurückgekommen ist. Der Onesimus. Wir lesen von ihm. Und ich glaube, das ist eine von diesen Geschichten, wo man eigentlich noch viel mehr darüber wissen will. Also wenn es dir so geht wie mir, dann ist das eigentlich schon fast ein Verbrechen, dass Hollywood die Geschichte noch nicht gefunden hat und das verfilmt hat. Das ist so eine coole Geschichte und ich wünschte mir, da würde jemand Kreatives die ausschmücken und erzählen in seiner ganzen Vielfalt und Pracht. Und das Coole ist, das ist sogar noch eine wahre Geschichte, die wirklich passiert ist. Also wir lesen vom Onesimus im Brief an Philemon. Der Paulus schreibt an Philemon und in dem ganzen Brief, der ganze Grund für den Brief ist der Onesimus. Und wir lesen dort im Vers 10 und 12. Aus diesem Grund möchte ich dich jetzt um etwas bitten, was ich als Apostel von Jesus Christus auch mit gutem Recht von dir verlangen könnte. Es geht um deinen Sklaven Onesimus. Ich schicke ihn dir jetzt zurück und mit ihm mein eigenes Herz. Also wer ist der Onesimus, um den, dass es heute soll gehen? Was hat der für eine Geschichte erlebt? Und du musst wissen, der Onesimus, wie es der Text schon verratet, ist ein Sklave. Und ein Sklave im Römischen Reich war jetzt nicht eine mega lustige Arbeitsstelle, die er hatte. Wir wissen, er ist aufgewachsen oder er hat gelebt in Kolossea, das ist die Provinz von Galizien. Falls er das immer noch nicht sagt, das ist heutige Türkei. Also er hat dort ein Sklavendasein
gelebt hat, dort beim Philemon, seinem Sklavenhalter, müssen arbeiten. Und es wird wohl so gewesen sein, dass ein externe Gründe oder irgendwelche Gründe dazu getrieben haben, etwas zu wagen, was die wenigsten je gewagt haben. Der Onesimus ist nämlich zum Schluss gekommen, dass er alles riskieren will, um davonzurennen. Wie gesagt, das haben die wenigsten gewagt, aus gutem Grund, weil noch weniger, die es gewagt haben, haben es auch tatsächlich geschafft, um als Sklave von ihrem Herrn davonzurennen. Weil das ganze Römische Reich ist ja so aufgebaut oder hat Mechanismen, dass eben Sklaven nicht wegrennen. Und dass Sklaven nicht können einfach einen neuen Arbeitshalter oder eine neue Arbeitsstelle suchen, sondern alles ist darauf drin, zum Sklaven dort zu behalten, wo sie sind. Und wenn du jetzt wegrennst, wenn du das probierst und verwünscht wirst, im allerbesten Fall wirst du ausgepeitscht. Im Normalfall wirst du gekreuzigt und zum Tod hingerichtet. Weil die meisten wollen ja nicht, dass ihre Sklaven wegrennen. Also muss die Strafe ganz drastisch sein. Kreuzigung ist eine spezifische Strafe für Sklaven, die wegrennen, die extra für das ausgedacht worden ist. Also und der Onesimus kommt zum Schluss, hey, es geht mir da, wo ich bin, so schlecht, es ist so schlimm, dass der Tod besser ist. Oder es ist das Risiko, das ich willig bin, zum Eingehen und zum Wegrennen. Und jetzt irgendwie schafft es der Onesimus wegzurennen. Wie genau dass er das hergebracht hat, das wissen wir leider nicht. Aber er ist jetzt 1200 Kilometer Luftlinie unterwegs. Er flüchtet nämlich aus der Türkei bis auf Rom, die Hauptstadt vom Römischen Reich. Wie genau dass das gegangen ist? Hey, da kannst du jetzt einfach nur deine Fantasie walten lassen. Wie schafft es ein mittelloser Sklave, ohne Geld, ohne nichts, 1200 Kilometer weit aus der Türkei zu flüchten und zu reisen, bis er in Rom, der Hauptstadt, ankommt? Ich habe mal probiert herauszufinden, was das so für eine Reise war zu dieser Zeit. Was hätte man da machen müssen? Und sehr wahrscheinlich, wenn du die Reise als Mensch angetreten hast, der ein bisschen Geld hat, dann hast du dir eine Schiffsüberfahrt geleistet. Und mit dieser Schiffsüberfahrt ist die Reise 4 bis 8 Wochen Minimum gegangen, dass du von Galizien bis auf Rom gekommen bist. Also der Onesimus, der entlaufene Sklave, schafft es irgendwie, bis auf Rom hineinzukommen. Jetzt stell dir mal vor, was der Onesimus in Rom so erlebt hat. Das Landei, wo in Galizien wahrscheinlich noch nie eine grössere Ansammlung als 100 Menschen auf einem Haufen gesehen hat, läuft jetzt in die Hauptstadt Rom hinein, wo 1 Million Menschen leben. Ein Schmelztiegel von ganz vielen verschiedenen Kulturen. Was hat da alles auf ihn eingeprasselt? Was hat er gesehen? Gebäude, das hätte er sich in seinen kühnsten Träumen nie vorstellen können, dass das überhaupt Menschen möglich war, so etwas zu bauen, das Kolosseum. Ich meine, stell dir das vor, als entlaufener Sklave. Und jetzt, aus irgendwie, wir wissen das auch nicht genau, wieso und wie das passiert ist, läuft der Onesimus am Paulus über den Weg. Vielleicht hat er es gehört, auf der Straße haben sie Werbung gemacht, gesagt, hey, musst mal unbedingt kommen zum Paulus, er ist unter Hausarrest, er hat den Killer am Laufen bei sich im Gefängnis so quasi. Der Onesimus als vielleicht ehemaliger Gefangener hat den Gedanken spannend gefunden, zum Paulus in Hausarrest reinzugehen und ist dort zu dem Paulus reingegangen und wir wissen nicht genau, wann und wie das passiert ist, aber der Onesimus kommt in dem Haushalt von Paulus zum Glauben. Vielleicht hat der Paulus irgendeinen Onesimus grosszügig aufgenommen, hat ihn bei sich leben. Wann genau, wie gesagt, da kannst du jetzt einfach deine Kreativität entfalten lassen. Hey, in meiner Version von dieser Geschichte geht es ein paar Jahre und der Onesimus wird unterrichtet und lernt immer mehr und vertraut an Paulus. Bis eines Tages der Onesimus an Paulus beichtet und sagt, weisst Paulus, meine eigentliche Story ist, ich bin ein entflohener Sklave. Aus Galizien bin ich davon gerannt. Und in meiner Version tut dann der Paulus so eine Augenbraue auf und sagt, Galizien, spannend. Also wo denn? Wo genau bist du? Ja, das kennst du nicht. Weißt du, ist so ein verlassenes Dorf hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Dort habe ich mein Dasein verbracht. Und ja, mein ehemaliger Sklavenhalter, das war der Philemon. Und der Paulus in dem Moment, der Philemon, weißt du, den kenne ich.
Was ist das für ein Zufall, für eine Chance, dass du aus Galizien 1200 Kilometer Luftlinie wegrennst in eine Stadt, wo 1 Million Menschen drinnen laufen, nur damit du landest bei dem einen Mensch, der eine Brieffreundschaft am Laufen hat mit dem ehemaligen Sklavenhalter. Das ist die Geschichte vom Onesimus. Blöd gelaufen. Und jetzt reden die miteinander in meiner Version der Geschichte und der Paulus erklärt am Onesimus, dass es für ihn das Beste wäre, wenn er wieder heim würde gehen, zurückgehen zum Philemon. Ich habe gesagt, oder, meinem ehemaligen Chef wieder unter die Augen treten und um etwas bitten, das war blöd gewesen. Stell dir jetzt mal am Onesimus seine Situation vor. Der entlaufene Sklave, der wieder zurück muss, heim muss, zu seinem ehemaligen Sklavenhalter. Und das ist so der Moment in der Geschichte, wo wir jetzt einfach fragen müssen, spinnst du eigentlich, Onesimus? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Dass du tatsächlich dich entscheidest, freiwillig wieder zurückzugehen, heim zu deinem ehemaligen Sklavenhalter. Ich meine, gibt es ganz viele Gründe, wieso das blöd ist. Oder erstens die Reise, schon nur die Reise, die ist in sich extrem gefährlich. Und stell dir das mal vor, der Onesimus jeden Tag, wo er am Morgen aufwacht, so der heiße Stein, den er im Bauch drin spürt, oder so, so das Gefühl, das du hast vor der Prüfung, oder du hast heute eine Prüfung, so, und das krampft, oder? Und jeden Morgen, wo der Onesimus aufwacht, immer ein bisschen schlimmer, weil mit jedem Tag kommt er näher zu dem Moment, wo er am Philemon wieder unter die Augen treten muss. Zu dem an ist klar, wenn der Onesimus heimkommt, ist er wieder ein Sklave. In dem Moment, wo er ankommt, ist seine Freiheit Geschichte gewesen. Und er ist wieder ein Sklave, der muss machen, was der Philemon von ihm will. Und er ist absolut der Ohnmacht vom Philemon ausgeliefert. Der Philemon darf, ohne irgendjemanden zu fragen, einfach ans Kreuz nageln und ihn töten, wenn es gerade seiner Laune entspricht. Und so macht sich der Onesimus auf den Heimweg. Und da kann man die Frage stellen, was ist dann mit dem Onesimus passiert? Was ist mit ihm passiert? Was ist in seinem Leben komplett verändert worden, dass er bereit ist, das zu tun, weil es richtig ist? Im 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt der Paulus, wo eben der Onesimus bei sich daheim hatte. Der gleiche Paulus schreibt folgenden Vers. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist es, was der Onesimus erlebt hat. Er hatte eine Begegnung mit Jesus und der Heilige Geist hat den Onesimus verändert. Wir können im Text nachlesen, was sich geändert hat im Onesimus. Und das Erste, was wir feststellen, was der Heilige Geist im Onesimus am Schaffen war, ist, er hat am Charakter vom Onesimus geschaffen. Wir lesen im Vers 11 Folgendes. Wie der Paulus, er gibt dem Onesimus den Brief mit und der Onesimus, in meiner Geschichte so, das Erste, was der Onesimus macht, als er den Philemon wieder sieht, ist, bevor du jetzt irgendetwas machst, Philemon, lies einfach zuerst schnell das. Weißt? Der Paulus schreibt dir, bevor du jetzt reagierst, lies zuerst, was der Paulus dir zu sagen hat. Und der Paulus sagt Folgendes über den Onesimus. Möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich war. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Das sagt der Paulus über den Onesimus. Und in dem Moment muss man auch sagen, der Paulus ist ein bisschen fies, weil er bringt da ein Wortspiel drin rein. Der Name Onesimus bedeutet nämlich der Nützliche.
Und jetzt sagt der Paulus, weißt du, früher war er wahrscheinlich überhaupt nicht nützlich gewesen. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet hat, aber ja, der Philemon wird wohl auch nicht mega viel Freude gehabt haben am Onesimus, oder? Und der Onesimus wird nicht seinem Namen alle Ehre gemacht haben und er wird nicht der nützlichste Sklave gewesen sein, was es so gibt auf dem Sklavenmarkt zum Kaufen. Aber doch schreibt der Paulus jetzt, hey, weißt du, was passiert ist mit dem Onesimus? Er ist jetzt charakterlich ein anderer Mensch. Da ist etwas passiert in ihm. Und er war mir ein treuer Diener. Er hat da in dieser Zeit, wo ich im Hausarrest war, ist er mir nützlich gewesen. Und ich glaube, Philemon, er kann dir auch mega nützlich werden. Da ist etwas im Charakter vom Onesimus passiert. Der Heilige Geist hat an ihm geschaffen. Und er ist eine andere Person geworden. Schon nur stell dir vor, was braucht das für eine Charakterstärke? Um auf die Reise zu gehen und zu sagen, hey, ich tue den Konsequenzen in die Augen schauen. Ich will das Richtige tun, egal was es kostet. Und ich glaube, das ist eine der fundamentalsten Transformationen, die wir alle durchlaufen können, wenn der Heilige Geist an unserem Charakter anfängt zu arbeiten und uns anfängt zu verändern, immer mehr eben in das Ebenbild von Jesus. Ich glaube, Onesimus hat noch ein paar Sachen mehr sind passiert mit ihm in dem Haushalt von Paulus. Ich glaube, er hat in dem Haushalt eine Perspektive für die Ewigkeit bekommen. Der Onesimus hat Ewigkeit verstanden. Wir lesen im Lukas 12, 4-5. Und wenn du diesen Vers jetzt mal so hörst, aus der Perspektive vom Onesimus, dann macht er so viel mehr mit mir, als wenn ich es einfach so als Micha lese. Dort steht, meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten, aber darüber hinaus nichts anhaben können. Ich will euch sagen, wen ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Weißt du, für den Onesimus ist das nicht eine Theorie, eine theoretische Wahrheit. Ja, ich fürchte Gott mehr als die Menschen. Sondern der Onesimus schaut an einer Situation in die Augen, wo er tatsächlich vom Philemon zu Recht hingerichtet werden. Und er kommt zum Schluss, weißt du was, ich fürchte Gott mehr als Philemon. Er hat verstanden, was es bedeutet und was es heisst, eine Perspektive für die Ewigkeit zu haben. Das hat sich geändert. Und das Dritte, was sich geändert hat, ist, ich glaube, der Onesimus hat Freiheit verstanden. Er hat gelernt, was Freiheit wirklich bedeutet. So, dass er bereit war, seine irdische Freiheit aufzugeben und wieder zurückgehen in ein Sklavendasein. Weil die Wahrheit von der Freiheit so tief in ihn drin hineingegangen ist. Und der Paulus schreibt Folgendes im 1. Korinther 7, Vers 22. Eines mehr, lies das mal aus der Perspektive von Onesimus. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave von Christus. Ich glaube, der Onesimus hat das zutiefst erfasst und begriffen. Ich bin frei in Jesus Christus. Jesus macht mich frei. Wenn ich ein Sklave bin auf dieser Erde, dann spielt das letztlich keine Rolle, weil ich bin frei in Jesus Christus. Ich darf und kann also freiwillig meine irdische Freiheit aufgeben, mich aktiv in eine Sklaverei wieder zurück hineinbegeben, weil ich verstanden habe, dass Jesus mich frei macht und nichts anders. Und spannender für den Philemon gilt ja das Gegenteil. Der Philemon, der frei ist, hätte realisieren müssen, verstehen müssen, hey, weil ich frei bin, wenn ich jetzt frei bin auf dieser Erde, heisst das ja nicht, dass ich tun und lassen, was ich will, sondern ich bin ja eigentlich ein Sklave von Jesus. Und ich glaube, genau das, Jesus macht den Philemon und den Onesimus zu Brüdern. Man kann also sagen, der Aufenthalt, das Leben im Haushalt von Paulus hat einen krassen Einfluss gehabt auf das Leben von Onesimus, zweifelsohne. So weit, dass der Onesimus bereit ist, heimzugehen und den Konsequenzen in die Augen zu schauen von seiner Flucht. Und die Frage ist, hey, wie ist das möglich gewesen? Was hat der Onesimus so verändert?
Dass er vom Runaway Slave zurückgekommen ist zum Brüder vom Philemon. Was hat der Onesimus so verändert? Und ich glaube, die erste Antwort ist eigentlich mega simpel und doch mega tief. Er hat einfach Jesus kennengelernt. Der Paulus schreibt im Vers 10, es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Der Onesimus hat einfach Jesus kennengelernt. Und das hat einfach sein Leben auf den Kopf gestellt. Und das ist jetzt der Moment, wo ich gerne möchte Saskia führen bitte. Hey, mega schöne Geschichte. Ich wollte, dass ihr die auch hören dürfen, dass das nicht nur etwas ist, wo ich und ein paar andere haben dürfen hören und die Gruppe von der Saskia dürfen mitbekommen, sondern hey, das ist etwas, wo wir einfach feiern wollen, dass Jesus heute noch Leben verändert. Einfach wirklich verändert. Jesus kann aus hoffnungslosen Situationen hoffnungsvolle Menschen daraus herauskommen lassen. Wir haben so viele Geschichten im Kreuzpunkt von Menschen, die einfach Jesus begegnet, wo er etwas tut und wo das Leben komplett auf den Kopf stellt. Und das ist passiert beim Onesimus vor 2000 Jahren. Das ist passiert im Leben von der Saskia, das ist passiert in meinem Leben und das ist passiert in so vielen anderen Leben von Menschen, die da im Kreuzpunkt leben, dass Jesus einfach kommt und alles anders macht. Und hey, das möchte ich dir heute Morgen einfach mitgeben, wenn du in einer Situation drin bist, wo vielleicht so ein bisschen Onesimus-Style ist, dass du dich fühlst wie ein Sklave von deinen Umständen. Dass du das Gefühl hast, es kann und wird ja ganz sicher nie mehr anders oder besser werden. Möchte ich dir heute Morgen zusprechen, dass die Begegnung mit Jesus dein Leben kann komplett verändern. So ist er einfach. Das ist am Onesimus passiert. Er hat Jesus kennengelernt und sein Leben ist radikal verändert worden. Ich glaube, der Onesimus hat aber noch etwas Zweites erlebt. Und Saskia hat es vorher auch schon angetönt, hat auch schon erzählt von ihrer Kleingruppe, von Menschen, die mit ihr unterwegs waren. Von Menschen, die ihre Hoffnung gezeigt haben, die mit ihr unterwegs waren. Und ich glaube, am Onesimus ist es gleich gegangen. Der Paulus schreibt in Philemon 16, er kommt jetzt nämlich nicht nur als dein Sklave wieder, du wirst viel mehr an ihm haben, einen geliebten Bruder. Das ist er schon für mich gewesen. Wie viel mehr wird er für dich sein? Er gehört ja jetzt zu dir als Mensch und nun auch als Christ. Der Paulus schrieb, dass sie Brüder waren, dass sie Gemeinschaft hatten. Und man kann sich das nur vorstellen, wie das wohl gewesen ist, wie das wohl gewesen sein wird in Rom, in dem Daheim von Paulus, wo der Onesimus Gemeinschaft leben durfte und die verändert worden ist in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft, in dieser Bruderschaft drinnen. Saskia hat das erlebt, ich habe das erlebt, das war ganz relevant in meiner Teenie-Zeit. Und ich möchte dir ans Herz legen, wenn du dich nach Veränderung sehnst, such dir Brüder und Schwestern, die mit dir das Leben dürfen und können teilen. Die dürfen und können in dein Leben hineinreden. Und die dir helfen können, Veränderung zu erleben. So ist der Onesimus komplett verändert worden. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie ist es ausgegangen dann? Wir haben immer geredet von dem Moment, wo der Onesimus wieder heimkommt und am Philemon in die Augen schaut. Was ist jetzt passiert mit dem Onesimus? Wie hat der Philemon reagiert? Und schau, die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Der Brief, den wir überliefert haben, ist der Brief von Paulus an Philemon. Wie er reagiert hat, ist nicht überliefert. Aber es gibt ein paar Indizien, dass es wohl gut wird gegangen sein mit diesen zwei. Dass die miteinander irgendwie die Kurve gekratzt haben. Erstens, dass der Brief heute noch existiert, dass er Teil ist von der Bibel, ist ein starkes Indiz, dass die zwei es irgendwie miteinander geschafft haben und dass das dann in der Christenheit gefeiert worden ist. Dass ein Sklave und sein ehemaliger Halter miteinander haben Frieden gemacht, weil Jesus eben so gross ist und weil Jesus so gut ist, haben sogar die zwei irgendwie miteinander wieder geschafft. Und es gibt noch extra biblische Quellen, die von einem Bischof erzählen, der Onesimus heisst.
Und es gibt Traditionen, die sagen, ja, das ist der Sklave der Onesimus gewesen. Der ist dann später ein Bischof geworden und hat eine Kirche gegründet. Wie zuverlässig das genau ist, weiss ich jetzt nicht. Aber ich sage es mal so, in meiner Hollywood-Verfilmung von der Geschichte von Onesimus, das ist ganz sicher das Ende, das der Film wird haben. Hey, und da möchte ich mit Gebet schliessen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich bin mega dankbar, dass Jesus einfach genug gross ist, um jede Geschichte zu verändern. Und für das möchte ich jetzt Danke sagen, bevor wir einsteigen in eine Zeit der Anbetung. Wir werden als erstes dann singen God of Miracles. Hey, wenn du ein Wunder brauchst in deinem Leben, in deiner Situation, das ist dann das Lied, das wir miteinander singen dürfen. Aber jetzt möchte ich beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du grösser bist als alles andere. Dass du kannst Sklaven zu Brüdern machen, dass du Verfeindete kannst zu Freunden machen. Dass du kannst den Charakter ändern, was nötig ist. Dass du uns eine Freiheit gibst, die grösser ist als unsere Umstände. Und dass du uns eine Perspektive gibst, die ewig ist. Und die nicht nur auf dieser Welt verankert ist, sondern die geht bis in die Ewigkeit drin. Du bist einfach gross. Und für das wollen wir dir Danke sagen. Amen. Hey, lass uns aufstehen und lass uns einsteigen in eine Zeit der Anbetung.